다 도마들이야. 어, 그, 아주지, 건박하게, ginduman nabudan. Ani dana singe, nama gewe singe, da, jubeku namba. 미세도 다 중근 가 주만 넘바 대신도 사람 균이 신신한 gengi 최저 보면 게 상물이야 하는 공감 사회에 좀 주셔요. 다 되는데 방금 되지 매기 지주 니 준비가 차리야래. 다 되는데 쉬어야지 경험 유도 지남다 리지에면 안에 다 리지 줍시바 되나. 안에 리지 정하 봐. 이번에도 쉬어야 임래. 대안에 얘네 상계배로 제배기 안에 다 삽제의 자는 쉬위미나 군수부장주sem Wenn 군수들이야. Sanjay Paljor erstellt worden ist, seinem Schüler, da heißt es, dass ihm die Übung in dem Bodhicitta, der anhand der täuschenden Weltauffassung sich orientiert, zweierlei Punkte hat. Einmal eben sich mit anderen zu vertauschen und dann auch mit alle Widrigkeiten auf den Weg zu bringen. Und darin hatten wir dem zweiten, bei den Widrigkeiten auf den Weg zu nehmen, 10 verschiedene Unterpunkte. Wir haben die ersten 3 bereits behandelt und kommen heute dazu, wie man Lob oder Rühmen, Preisen als den Weg nehmen kann. 오늘 다양한 게 논두로 디친도다. 네. Ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht, als ich das eben hervorgebracht habe. Das ist eigentlich, was ich es zeigen wollte. Der 14. ist nämlich, wie man das Rühmen, Lob auf den Weg bringen kann. Also Gutes tun, das auf die Antwort anderer hofft, wie nettes Reden, das nach süßen Worten giert, kann nicht so sein für echtes Buddha-Erwachen. Wie ist es möglich, dass ich an dem Guten klammere als mein eigenes Resultat? Ich denke, scheint mir auch mein Gutes tun. Einige Leute sagen, da gibt es verschiedene Unterschiede in der Schreibweise hier. Das heißt, dass man, die eine sagt hier, aufgrund schöner Worte hofft auf das. Und es geht darum, dass man die richtige Lebensweise führt. Und tatsächlich ist es aber so, dass einige Leute eben nur schön reden. Eigentlich ging es darum, die richtige Weise des Sprechens und die richtige Lebensführung der edlen Wesen aufrechtzuerhalten. Und dass es aber einige Leute gibt, die das nur tun, um den für Lob oder Gewinn darin zu erfahren und dass sie diese Weise einer falschen Lebensweise führen durch Lob und Rühmen von anderen, das, was ihre Fehler sind und die Fehler anderer dagegen als positive Qualitäten darstellen und umgekehrt, selbst wenn die Gelegenheit gäbe, jemand anderes etwas von einem Falschen abzuhalten, dann würden sie, um diese nicht zu verletzen, dann so tun, als ob das alles in Ordnung sei und um also sie sind, wenn die Gelegenheit bestünde, besteht, dass man jemand von etwas Schlechtem abhält, dann muss man definitiv klar und deutlich sprechen und gerade heraus das sagen, den Fehler aufreden. Wenn man aber das nicht tut, weil man dann für diese nicht Unbequemes sagen möchte,
dann sagen Sie stattdessen etwas anderes, was Ihnen passend scheint. Und da als die Folge davon werden Sie von anderen angesehen, als dass Sie jemand seien, der Sie richtig respektiert. Das heißt, Sie sagen, dieser Freund des guten Herzens, dieser Kalyana Mitra, der spricht in einer respektablen Weise und so tun Sie sich in einer Pseudo-Weise des guten Redens ergehen. In kurz gesagt, jedermann mag es eigentlich nicht, wenn man kritisiert wird, in kurz. Und damit das nicht geschieht, dass man nicht selber der Kritik ausgesetzt wäre, beginnt man damit, andere zu loben und zu preisen, und man singt ihnen also eine Lobeshymne in der Hoffnung, dass dann dieser Lob auch zurückkommen könnte. Und wenn man so etwas tut, dann auf diese Weise geben sie also ihr Bestes darin, dass die anderen ihren guten Taten und alles ihr Recht geratenes laut und deutlich hören. Aber was ich hier andern Tags versucht habe zu zeigen, ist, dass Miki Deutsche niemals so jemand war, der in irgendeiner Weise, ob der nur dann hochgestellter oder niedriger vom Range war, dass er dort Qualitäten, die nicht vorhanden waren, gepriesen habe. Wenn also Leute kamen, dann hat er nur das, was angemessen war, gesagt. Er hat niemals sie mit einem solchen Lob eingehüllt über Dinge, die sie nicht ihre Eigenschaften waren. Und selbst wenn wenn er großzügige Geschenke gegeben hat, dann hat er das niemals getan mit einem Hintergedanken. In kurz, er hat keinerlei Selbstsucht oder Eigeninteresse, sondern die Hoffnung, dass in diesem Leben, und er hatte die Einsicht, dass dieses Hoffen auf Antwort und diese pseudo-guten Taten letztlich alle nutzlos und sinnlos seien. Und als Resultat dieses Pseudotuns, dass dies tatsächlich eigentlich nutzlos ist und kein gutes Resultat bringt, und es deshalb wichtig wäre, noch nicht einmal, dass diese Dinge noch nicht einmal dazu beitragen würden, in höhere Lebensbereiche zu führen, geschweige denn, dass sie in der Lage wären, jemand auf den Pfad des eigentlich Exzellenten und Hervorragenden, nämlich der Befreiung, zu führen. Dieses so tun, als ob etwas gut wäre und es schön zu reden oder solche Pseudo-Arten von rechten Ton zu pflegen, sind noch nicht einmal in der Lage, uns auch die höheren Lebensbereiche zu bringen, geschweige denn zu vollkommenes Buddha erwachen. Und wenn es noch nicht einmal in diesem Leben einen großartigen Erfolg bringt, wie soll es dann für zukünftige Lebenszeiten tauglich sein? Und Miki Deutsche hat solche Dinge deshalb niemals als in irgendeiner Weise bedeutsam oder wichtig angesehen, weil sie nicht auf dem Pfad für vollkommenes Buddha führen. Viele Leute haben sich Miki Deutsche angenähert, und unterdessen gab es einige, die mit der Hoffnung kamen, dass er vielleicht mich in einer Weise respektieren, empfangen oder in ein gutes Licht stellen würde. So hatten sie große Hoffnung. Viele kamen mit dieser Hoffnung zu ihm.
Mitteldeutsche hat niemals sich auf die Art und Weise eingelassen und hat ihre Erwartungen in dieser Form erfüllt, was sie dann zu großem Ärger gebracht hat. Und sie haben dann angefangen, in vieler Weise schlechte Gerüchte über Mitteldeutsche zu sprechen, um ihm zu schaden. Das hat sich viele, viele Mal ereignet. Aber wie viel auch immer das geschah, hat er darüber nie einen Gedanken verloren, sich keine Sorgen gemacht, hat niemals überhaupt auf diese Dinge geachtet. So wie es im Dharma heißt, wir sprechen hier über die 3 Lebensbereiche, den niederen Bereich und so weiter und den höheren Bereich, und das ist der Begierdebereich. Wenn wir anfangen, diese Bereiche aufzugeben, wir üben uns in Sammlung, um die niederen Bereiche aufzugeben und den höheren Bereiche zu erlangen, dann, wenn das geschieht, dann werden alle Maras sich versammeln und allen möglichen Schaden anzurichten, um uns davon abzubringen, uns da zu verhindern, dass man diese Bereiche überwinden kann. Aber wie viel auch immer sie tun, das Wichtige ist, in Liebe und Güte zu antworten, sich nicht aus der inneren Sammlung der unparteilichen, liebevollen Grundhaltung herauszubringen. So, wenn das schon so ist, wie wäre dann das für Bodhisattvas erst, die einen Zustand zu erreichen, der weder in Samsara noch Nirvana sich noch länger aufhält, dann, wenn man also zum Wohle aller Lebewesen vollkommene Befreiung erlangen will und dafür dieses Ziel erreichen möchte, dass dann, wenn dann einige Leute sich über ein ärgern und schlechte Handlungen sich ergehen, wie sollte das dann überhaupt irgendeinen Einfluss haben? Im Gegenteil, diese Bodhisattvas werden umso mehr in ihrem Mitgefühl und ihrer großen Herzensgüte stärker werden, denn sie sehen das als eine Form von intensivem Leid, dass andere sie versuchen, von diesem Weg, was eigentlich gut ist, abzubringen. Es ist der Eindruck, dass sie in einem extra tiefen Leide stecken und dass sie das, was eigentlich ihnen Leid bringt, für Freude ansehen und dafür noch den Lob oder Ruhm erwarten. Welch größeren Bezugspunkt für intensives Mitgefühl gäbe es denn überhaupt? Es geht um die vielen Dinge, die eigentlich im Grunde Leid sind oder Plage, aber von vielen als ein Vergnügen angesehen werden. Und für solche Art Vergnügen oder Wohlgefühl dafür noch Preisung oder Ruhm zu erwarten, ist doch das Dauernswerteste überhaupt. Kein Grund gibt es hier, darüber ärgerlich zu werden. Wenn man darüber nachdenkt, dann sieht man, dass Mikyu Dorje sich dessen wohl bewusst war. Und er würde jeweils in jeder Situation aus einem tiefen Verstehen heraus sprechen und was immer er anderen sagte, hatte den Hintergrund, darauf zu schauen, was ist für diese wirklich hilfreich. Selbst wenn er in Scherzen oder in gewöhnlichem Unterhaltung sich befand, dann war das, was er immer sagt, was immer er auch sagte, grundverschieden von dem, was andere gewohnt sind zu reden. Es war in der Tat sehr erstaunlich. Es waren solche erstaunlichen Worte darunter, dass manche Leute denken, oh, was hat er mir jetzt für einen tiefen Herzensrat gegeben? Das sollte ich eigentlich doch besser aufschreiben. Oder
dass er in vieler Hinsicht ganz klar die Kernpunkte des Übens und das, was zu tun ist, was Gutes zu tun und was aufzugeben ist, jeweils den einzelnen Gesprächspartnern aufzuzeigen in der Lage war. Es war immer ein tiefer Sinn in dem, was er sagte. Insofern könnte man sagen, das, was seine Rede war, war die rechte Rede, so wie es als die einen von den 8 verschiedenen Anteilen des edlen Pfades gerühmt ist. Und vielleicht müsste man eben genau seinen Reden als Maßstab nehmen für das, was rechte Rede ist. In dieser 14. guten Tat gibt es viele Punkte, die enthalten sind. Ich möchte sie kurz zusammenfassen. Wenn immer wir was Gutes tun, dann sollten wir nicht auf die Antwort hoffen. 3 Punkte, die darin wichtig sind. Das erste ist, wir sollten also niemals anderen gegenüber um des Lobes willen ihnen Zuneigung zeigen. So, das wäre so, wie man heutzutage darauf wartet, dass Leute ihm diese Like-Buttons auf Facebook drücken. Solche Art von sich anbiedern, um Lob zu erhaschen, das sollte man nicht tun. Auf der anderen Seite, dieser Vers selber ist ein paar hundert Jahre zuvor geschrieben worden, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, man muss es heute etwas anpassen. Der Hauptpunkt hier ist, wir sollten andere nicht loben oder rühmen in der Erwartung, dass wir zurück Ruhm und Lob ernten. Oder Anerkennung oder Komplimente erhalten. Um ein Beispiel zu geben, die guten Taten, die wir jetzt tun, wenn wir das, was wir jetzt an Guten zu tun, gerade uns anschicken, nur tun, um damit später ein Lob zu erhalten, dann ist das nicht die richtige Art und Weise zu tun. Es wird natürlich alles, was wir Gutes tun, etwas sein, was preisungswürdig ist, aber wenn wir es nur für diesen Zweck tun, dann ist es nicht die richtige Art. Beispiel dafür könnte man geben, was heutzutage Leute so tun. Zum Beispiel gehen sie irgendwo hin und kleiden sich in die letzte Mode, sehen sich ganz schick an. Also Leute gehen nach draußen und ziehen sich ganz schick an und machen ein Foto von sich, ein Selfie und zeigen das und dann probieren es von allen verschiedenen Richtungen aus, wie sie am besten darin aussehen. Rechts und links und oben und unten machen sie Fotos von sich selber in diesen schicken Kleidern. Und nachdem sie dieses Foto erstellt haben und gucken, ob das auch richtig so aussieht, wie sie es haben wollen, dann stellen sie fest, auch dass sie vielleicht ein bisschen zu lange Beine haben oder ihr Gesicht sieht nicht ganz so aus. Deswegen haben sie schon vorher die Kamera in verschiedene Richtungen gehalten, damit das auf verschiedene Weisen rüberkommt. Und wenn es aber immer noch nicht gut sein sollte, dann tun sie es in Photoshop und fangen an, das Bild noch zu retuschieren, um ihre Falten zu entfernen oder die helleren Ton mit Tern zu bekommen oder dunkler. Leute machen sowas, nicht wahr? Und nachdem sie es irgendwann richtig fertig haben, dann tun sie es ins Internet und wenn es genauso ist, wie sie es haben wollen, wie meinen, dass die Leute es gut finden würden, dann tun sie ins Internet und hoffen darauf,
und hoffen darauf, dass sie ganz viele Likes kriegen. Denken, das sieht jetzt so schick aus, da kriege ich bestimmt ganz viele Likes. Tatsächlich machen sie wirklich ein ganz unnatürliches Bild. Wenn man sie treffen würde, würde man das Bild sie anhand des Bildes gar nicht erkennen. Einmal sieht es nicht genauso aus, wie man wirklich ist. Wenn man richtig hinschaut, was Leute da tun, dann machen sie doch im Grunde das alles nur, um Lob oder Anerkennung von anderen zu erhaschen. Ich will nicht sagen, dass man das nicht machen kann. Aber der Grund dafür ist doch hier, dass man nur darauf hofft, dass die anderen einen mögen. Zum Beispiel, wenn man sich anschickt und sagt, ja, okay, ich will jetzt nach Lhasa in den Tempel, um den Jovo zu sehen. Oder ich habe meinen Hauptlehrer für lange Zeit nicht gesehen. In Tibet gibt es manchmal so alte Frauen, wenn sie auf eine Pilgerreise gehen oder ein Kloster besuchen oder nur, wenn sie vielleicht eine besondere Höhle besuchen, die da irgendwo in den Bergen ist, dann ist das wie eine Pilgerreise für sie. Dann haben sie keine Zurückhaltung und nehmen neue, gute Kleidung, tragen sie das Beste, was sie haben. Wenn sie solche gute Kleidung tragen, ist der Grund dafür, dass von ihrer Einschätzung her dieses Vorhaben, dass sie jetzt den Jovo im Tempel besuchen oder einen anderen, ihren Hauptlehrer, den sie lange nicht gesehen haben, besuchen werden, dann haben sie ganz tiefes Herzensvertrauen, das sie zu diesem Handeln bringt. Und dass sie so von großer innerer Vorfreude erfüllt sind, dass ein besonderer Anlass ist, dem sie teilnehmen können, tragen sie solche besten Kleider. Es ist nicht deshalb, weil sie darauf hoffen, dass andere Leute sie dafür rühmen oder preisen werden. Es gibt eine andere Situation. Zum Beispiel, wenn man eine Einladung macht, hat viele Leute eingeladen, die Leute machen eine Party oder eine große Gala-Veranstaltung, vielleicht bei einer Hochzeit oder anderen Anlässen oder irgendwelche Preise, die verliehen werden, Preisverleihung. Wenn sowas geschieht, dann wird man aufgrund dieses Anlasses sich entsprechend anziehen. Dann ist es üblich, dass man in guten, besten Kleidern daherkommt. Man wird nicht einfach irgendwas greifen, irgendwelche wild zusammengewürfelten Schuhe oder Hüte tragen. Das wäre unhöflich, respektlos. Man wird die guten Kleider tragen, die angemessen sind für diesen Anlass. Um ein anderes Beispiel zu geben. Oder wir gehen jetzt zum Beispiel in ein Armenhaus oder ein Waisenhaus, wo da Leute, Bedürftige wohnen. Und wir wollen eine Spende machen. Wir werden also viele arme Leute sehen. Und dann tun wir uns trotzdem vorher in Schale werfen, mit Make-up besonders hübsch und schön machen. Oder da muss man sich doch fragen, was ist unsere eigentliche Absicht hier? Wollen wir wirklich großzügig sein oder wollen wir nur ein gutes Foto machen mit uns dort zu diesem Anlass? Das ist nur ein Beispiel. In unserem Leben wird sich viele, viele Beispiele dafür finden. Zum Beispiel dieser Tage gibt es viele Schauspieler oder Sänger oder Popstars und so weiter. Schauspieler. Viele von denen haben auch gute Projekte, die sie unterstützen.
Das machen sie, weil sie tatsächlich auch eine Herzensverbundenheit spüren zu diesen Projekten. Aber es könnte auch sein, dass jemand diese Spenden und diese Großzügigkeit übt, bloß um in der Gesellschaft anerkannt zu sein und Punkte zu ernten. Wenn wir jetzt mit Dharma hier das in Beziehung setzen, dann ist die Art und Weise, das zu beurteilen, dafür, dass wir jemand sein, der Dharma übt, dann sollte man das niemals unternehmen, bloß um irgendwie Lob oder um Ruhm dafür zu ernten, sondern was immer wir an Guten tun, das Gute sollte in sich gut sein. Zum Beispiel, wenn wir viel studiert haben oder wir haben längere Klausuren durchlaufen, das sind für sich natürlich gute Dinge. Aber wenn wir das tun mit der Erwartung, dass nachher andere kommen und sagen, ach, du bist doch großartig, du musst ja so viel wissen, du hast so viel gelernt oder du hast so viel Vertrauen in den Guru, dass du so lange Retreat hast machen können und so weiter. Wenn wir während wir das, was wir an Guten tun, gerade dabei sind, dann mit den Gedanken begleiten, dass wir am Ende auf solchen Ruhm hoffen, dass die Leute uns beachten, dass sie uns schätzen und anerkennen. Wenn wir das für diesen Zweck benutzen, unsere guten Taten sozusagen in diesen Kontext stellen, dann ist das nicht richtig. Dann hat das, was wir an Guten tun, eigentlich keinen großen Sinn, keinen tiefen Sinn. Um ein Beispiel zu geben heutzutage. Ein gutes Beispiel vielleicht. Gibt es viele ältere Menschen, die nicht lesen und schreiben können in Tibet. Als ich jung war, habe ich ganz viele solche getroffen, an älteren Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten und deshalb über Dharma auch nicht studieren und lernen und viel wissen konnten, aber in ihrem eigenen Leben. Weil immer sie eine Zeit übrig hatten, dann haben sie diese Zeit nicht verschwendet, sondern sie haben so viel Om Mani Padme Hum gesagt, wie sie auch nur irgendwie sprechen konnten, zum Wohle anderer, für die anderen Lebewesen. Und sie haben das so gemacht, dass niemand sehen konnte. Zum Wohle aller Lebewesen haben sie diese Om Mani Padme Hum Millionen Male wiederholt. Die Art und Weise, wie sie dieses gute Tun gepflegt haben, das ist die richtige Weise. Ja. Wenn wir Gutes tun, ist das Wichtigste dabei, dass wir auf unsere Ansinnen schauen. Was ist unser eigentlich Herzensansinnen? Dass wir schon, während wir beginnen, uns darüber bewusst sind. Was ist unser Beweggrund, der uns zu diesem guten Tun treibt? Was ist unsere Erstabsicht, die uns treibt? Sehr genau müssen wir dies beobachten. Ist es ein gutes Ansinnen, das tatsächlich dem Guten, für den Nutzen der anderen gewidmet ist? Oder ist es nur, dass wir es tun, um nachher von anderen Anerkennung zu ernten oder Lob? Wenn wir eine solche falsche Absicht haben, man denkt dafür, ja, ich habe so viel Tolles getan und die Leute müssen das eigentlich respektieren. Dann sind wir selbst und all die anderen damit getäuscht. Das ist ein großer Akt der Täuschung, der Selbsttäuschung und Täuschung von anderen. Ich will nicht sagen, dass man niemals Lob oder Anerkennung von anderen annehmen dürfe. Dann habt ihr etwas falsch verstanden. Unsere
Vorväter in der Kalküllinie gesagt haben. Sie haben gesagt, wenn etwas natürlicherweise passiert, dann muss man es nicht aufgeben, das sind unsere eigenen Erfüllungskräfte, die Siddhis. Aber der Punkt ist, dass wir dann dieses Gute tun, während wir es tun, nicht wegen des Lobes oder der Anerkennung tun. Wenn es dann nachher automatisch passiert, dann ist es eben okay, dann ist es was anderes. Wenn wir etwas Gutes getan haben, dann wird es natürlicherweise dazu führen, dass andere das wertschätzen oder auch eine Anerkennung spüren. Man sollte aber nicht daraus gehen und sagen, ich habe keines dieser acht weltlichen Ansinnen. Und denn das wird dann selber, dieses Vortäuschen wird schon wieder eines der acht weltlichen damals, dass man nämlich damit für andere, für wichtig. 야보 말했어 말. 이나양 아저기 떠라 수 미신다가 떠라 땅 바디 당연 체할 체지고. Ich will nicht sagen, dass man also kein Lob oder Anerkennung annehmen kann, aber es hat natürlich eine Obergrenze. Wenn es so weit kommt, dass wir in der Fülle des Lobes und des Anerkennung dann davon getrieben uns fühlen, dass wir denken, oh, was werden die anderen jetzt sagen, was werden sie denken, wenn ich das hier aber dann jetzt meine Gelegenheit wäre, eigentlich eine Kritik zu sagen, dann wollen wir diese Kritik nicht sagen, weil dann würden wir ja weniger Lob bekommen und so, das wird die anderen unfroh machen. Wenn wir also uns dieser Weise an der Reaktion der anderen orientieren, dann ist es nicht angemessen. Und wir müssen uns selber eine Unabhängigkeit bewahren. Insbesondere, wenn unser Hauptgrund für solches Gutes tun wenn es nur das Lob oder Anerkennung der anderen ist, dann ist es nicht richtig. Das ist das Wichtige daran, was es zu begreifen gilt. In gleicher Weise ist es nicht nur unangemessen, Gutes tun für Ruhm und Ehre zu begehen, sondern es ist auch der zweite Punkt. Wir sollten es auch nicht tun, damit andere uns Dinge geben. Wir sollten nicht nur es nicht tun, um Anerkennung und Lob zu erreichen, wir sollten auch überhaupt nichts tun, um auf das Ergebnis dieses guten Tuns zu warten. Ganz grundsätzlich, wenn man etwas Gutes tut, der Hauptgrund ist hier, dass das Gute dann ist es nicht gut, wenn man das dabei auf irgendeine Antwort, ein Ergebnis für sich selber wartet. Was ist der eigentliche Grund dafür, dass wir überhaupt Gutes tun sollten? Dass wir nämlich die beiden Mengen von Weisheit und gutem Tun vermehren, von gutartig vermehren. So, der Hauptgrund dafür, also Gutes zu tun, ist, dass wir tatsächlich diese Mengen vermehren. Und das Wichtige ist dabei zu verstehen, wie man das tut. Und wenn man das tut, wenn man Gutes tun, in gutem Tun sich übt. Und wenn wir ein großes Hoffen und Erwarten auf dieses Ergebnis davon haben, dass etwas Gutes uns zurückkommt, dann sind wir in dem guten Tun selber ausgebremst. Zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel ein Geschenk machen von 10.000 Rupees, weil wir geben es irgendjemand anders. Wir hoffen, dass dadurch in der Zukunft werde ich nicht nur selber ganz viel Geld haben, das wird mich also reich machen. Ist dann diese Gabe von 10.000 Rupees eine wirklich gute Tat, wenn ich nur hoffe, dass ich dadurch später selber reich werde? Wenn man dann bei solchen großen Geschenken, Großzügigkeit, dass man dann hofft,
das war doch richtig großzügig jetzt. Und am Ende wird mir das als karmisches Resultat großen Reichtum bescheren. Das wäre schwierig als ein wirklich gutes Tun anzusehen. Diese Tage sind die Leute meistens an äußeren Dingen orientiert und die sind sehr verlockend und die Leute lassen sich dadurch täuschen. Tatsächlich ist aber das gute Tun eine Qualität unseres Geistes und Gemütshaltung. Und es besteht die Gefahr, dass wir aber dieses gute Tun tun, um äußere Dinge zu erfahren. Wir hoffen, dass aufgrund des inneren guten Tuns dieser Haltung gute Dinge dann von außen auf uns zukommen werden. Wenn Leute solche Art tun, dann haben sie große Hoffnung. Wie in einem Beispiel zu sagen, wenn wir einen Apfelbaum pflanzen, wir pflanzen den Baum und wir tun also den Samen einpflanzen und der Absicht ist, dass der Baum dann später Früchte trägt und Äpfel trägt. Wir pflanzen den Baum und dann schauen wir jeden Tag nach, wann kommt dann endlich der Apfel hier, den ich essen möchte. Und wann wird er Früchte tragen? Wir sind so damit beschäftigt, auf dieses Ergebnis dieser Äpfel zu warten. Und der wird ein bisschen größer, der Baum, die werden dann vielleicht heranreifen, die Äpfel, und dann werde ich diesen Apfel essen. Und jeden Tag schauen wir, ob es nicht endlich soweit ist. So ähnlich ist das. Wenn wir hier Gutes tun, dann reden wir gar nicht darüber, dass wir Gutes tun wollen eigentlich, sondern wir schauen und das wir wollten nicht das Ergebnis schon haben, aber das wäre jetzt im Vergleich gesprochen das richtige Gute tun, so, als ob man einen Apfelbaum pflanzt, weil man einfach dieses Pflanzen von Apfelbaum gut findet und mag und nicht wegen dass man unbedingt auf diese Früchte wartet. Deshalb würde man diesen Baum nicht in unseren eigenen Garten pflanzen, sondern irgendwo an einem öffentlichen Platz. Das wäre nämlich, in den eigenen Garten zu pflanzen, wäre kein echtes Gutes tun. Wir werden ihn in irgendeinen öffentlichen Ort einpflanzen, dort, wo andere auch ihn sehen können. Und irgendeines Tages, wenn dann vielleicht dieser Baum tatsächlich Früchte trägt und diese Früchte dann für jedermann zugänglich sind, dann werden alle diese Früchte genießen können. Und sie sind froh darüber. Und wir können uns darüber wieder freuen, dass andere sich freuen. So, wenn wir also Gutes tun, sollten wir es in dieser Weise machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Apfelbaum. Wenn wir also sagen, dass wir Gutes tun, dann wird das Ergebnis davon nicht gleich sofort sich zeigen. Und wenn wir jeder sagt, sofort so empfindlich sind, wir denken, okay, wenn ich das jetzt gut getan habe und jetzt kriege ich aber nicht die gute Antwort darauf, dann war es dann wirklich gut oder dann ist ein zu kurzes Verständnis von Ursache und Wirkung. Das wirkliche Vertrauen in Ursache und Wirkung ist, dass irgendwas immer wieder tun. Eines Tages wird dies zu einem Ergebnis heranreifen. Und im Beispiel gesprochen, diese ängstliche Haltung ist, dass wir jeden Tag hinlaufen und gucken, ob der Baum endlich Früchte trägt. Oder so umgekehrt, wenn ich tue etwas Gutes und dann denke ich jeden Tag daran, eines Tages werde ich dafür von Ihnen ganz gut behandelt. Wenn wir solche Art ängstlichen
herumsitzen, dann ist das eigentlich kein echtes gutes Tun. Das ist die 14. der guten Tage, Taten in ihrer kurzen, zusammenfassenden Bedeutung. Und wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause und dann sehen wir uns wieder. Möchte ich gerne über den 15. Vers sprechen, oder die 15. gute Tat. Und diese gute Tat im Sinne der Gliederung, wie wir bereits besprochen haben, ist das jetzt die 5. der Dinge, die auf den Weg zu bringen ist als Hindernis. Und welche Widrigkeit ist es, die hier zu nehmen ist? Und der Vers lautet: grundlos, ungerecht, unsäglich, unerträglich, wie immer heftig Folge meines Tuns mich traf, vollendet Buddha-Worten, umso mehr vertraut, gewiss, was widrig scheint, als Übungsweg zu sehen, auch dies ist, scheint mir meine gute Tat. Wie ich das die anderen Tage hier schon mehrfach gesagt habe, war es für mich jedoch so, dass viele Leute ihn ungrundlos angeschuldigt haben, eine Antwort ihn verletzt haben und so weiter und ihn als Gegenleistung für Gutes, was er ihnen getan hat, und Leute, denen er vertraut hat, haben ihn aufgegeben. Sogar körperliche Krankheit hat ihn heimgesucht, Hindernisse in seiner Aktivität, aber was immer auch geschah, er hielt fest daran, dass er niemals dachte, diese Umstände sind solcher Art zu sagen: oh, ich bin da ein großer Tulko, ich werde mich niemals von den 3 Juwelen abwenden. Ich bin ausschließlich voller Wohlwollen für alle anderen, um ihnen zu nützen. Und was immer ich tue, ist immer in Einklang mit Dharma. Also, wenn solche Dinge hier passieren, das sollte doch gar nicht möglich sein. Warum passiert mir das alles? Also, er hätte darüber erzürnt oder deprimiert sein können. Aber niemals war ein Wort von ihm zu hören. Hat nicht eines darüber gesagt. Hat es einfach hingenommen. Was aber tatsächlich dann zu verstehen gab, ist, also unsere Situation ist, dass wir von Zeit ohne festen Anbeginn in dieser Wiederholungsschleife des Leids Samsara so viele Lebewesen verletzt haben und ihnen Leid gebracht haben. Und was jetzt passiert, das ist nichts anderes, als die Folge meines eigenen Tuns mich wieder trifft. Das ist Ursache und Wirkung. Das kann ich nicht in seiner Vollständigkeit verstehen, aber selbst wenn ich es nicht selber vollständig verstehe, was die eigentliche Ursache war, ist es genau das, was der Buddha gelehrt hat. Das ist, wie Ursache und Wirkung arbeitet. Und da habe ich eine große Gewissheit, dass dies genau so ist. Jemand, der die Worte des Buddhas für wahr hält und sie respektiert, dann ist das so, wenn man die Buddha-Worte sowieso nicht ernst nimmt, dann weiß man auch nicht, was einem selber geschieht, ohnehin. Aber wenn jemand in eine gute Dharma-Umgebung geboren ist, zum Beispiel in einer und dann sollte diese Person in der Lage sein, unter jeden Umständen, ob es schlechte Umstände oder gute Umstände sind, in der Lage sein, all dies als Weg zu sehen. Für solche Person gibt es eigentlich keine Widrigkeiten, sondern gerade diese Schwierigkeiten bringen uns oft dazu, dass wir besonders gute Dinge tun. Diese Schwierigkeiten sind in diesem Hinsicht haben sie einen großen Nutzen, weil sie uns nämlich selber dazu bringen, uns auch der echten befreienden Information zuzuwenden, nach Befreiung zu streben. Und so gibt es viele, viele Beispiele für solche Art von
wie Widrigkeiten sich als nützlich erwiesen haben. In Tibet war es zum Beispiel so. Der größte Yogi aller Yogis war Milarepa. Er hat am Anfang sogar Leute umgebracht mit Hilfe von Schwarzmagie, vieles Übles getan. Und wenn man das alles getan hat, kann man das eigentlich niemals wieder ungeschehen machen. Aber sein Gedanke darüber war anders als der von anderen Leuten. Er hat gedacht, diese Taten werden, hat er gesagt, diese schlechte Handlung wurde für ihn der Hauptgrund dafür, Mitgefühl mit anderen zu haben und den Mut und tatsächlich für andere zu arbeiten. Und er ist viele unaussprechbare Härten durchlaufen. Und wenn wir an Karmapa denken, als jener noch jung war, war er verheiratet, hatte Sohn und Tochter und einen Haushalt. Und dann gab es eine Epidemie und seine Kinder starben, seine Frau starb. Und aufgrund dieser Schwierigkeiten verspürte er den ganz starken Wunsch, aus der Wiederholungsschleife von Leiden herauszutreten. Und er wurde letztendlich als Folge dieser Absicht zu dem großen Dharma-Herrn, der die Tapokaju-Linie begründet hat. Oder Düsseldorf. Da war eine Frau, die mit dem er zusammen war, und dann ist sie einfach weggelaufen und ist woanders hin und jemand anders gefunden. Und er hatte dann den Wunsch, die zu verfluchen und irgendetwas Schlechtes für sie zu tun. Und aufgrund dieser Handlung plötzlich hat das den Wunsch für Dharma-Übungen in ihm erweckt. Und so ist es halt es gibt eigentlich im Grunde genommen keinen Unterschied zwischen guten Umständen oder schlechten Umständen, Widrigkeiten. Es ist die Frage, ob wir in der Lage sind, diese schwierigen Umstände in gute Umstände zu verwandeln. Wenn wir also als Folge davon Wenn wir also Schwierigkeiten haben und wir sind nicht in der Lage, die zu verwandeln, nicht sie als eine Gelegenheit zu sehen, etwas Nützliches zu machen, so, in alten Tagen war es sehr üblich, dass viele Leute sagen, okay, ich bin ein Dharma-Übender. Ich habe also dieses Etikett gewissermaßen mir selber auferlegt, dass ich ein Dharma-Mensch sei. Aber die Frage ist, ob diese Person tatsächlich in Ursache und Wirkung Vertrauen hat. Und die vielen feinen Unterschiede zu dem, was zu tun und zu lassen ist. Aber die mal ganz beiseite gelassen, sie haben noch nicht mal die groben Dinge eben auf ihrem Schirm. Und dann außen sagen sie, aber ich tue mein Wohlverhalten so empfindsam ausrichten, ich bewahre es wie die eigenen Augäpfel. Und auf die Grund dessen, obwohl das nicht stimmt, sie übertreiben alles, was sie getan haben, was sie an Guten getan haben. Und wenn dann aber, wo sie sich selber so gepriesen haben, irgendjemand nur das Kleinste an Kritik an ihnen übt oder irgendeine Art von Unbill wird erfahren oder jemand, dem man vertraut hat, täuscht oder sie haben, wenn der eigene Hab und Gut auf irgendeinem Grund verloren geht oder gestohlen wird. Wenn sie also in verschiedenen Schwierigkeiten geraten, den eigenen Ort verlassen müssen, all ihre Habe und Gut zurücklassen müssen und so weiter, oder Freunde und Verwandte zurücklassen. Wenn so etwas also passiert, dann denken sie, vorher haben sie gesagt, ich war doch eine Dharma-Person, ich war ein Dharma-Mensch, der geübt hat. Und
Aufgrund dessen sagen jetzt die Leute plötzlich alle diese schlechten Dinge über mich. Und sie beschmutzen meinen guten Namen. Warum reden Leute so, welche Art? Der Hauptgrund ist hier, oder der Hauptpunkt zu verstehen, diese Leute sind hauptsächlich, dass sie ihren Status verlieren, ihren Rang und Namen oder ihren Einfluss oder Wohlstand ihnen verloren geht. Wenn sie, diese Sorge treibt sie um. So sehr hängen sie an all diesem Ruhm, Besitz und Ehre. Und sie hängen so sehr daran, dass sie an all diesen Dingen, dass sie sehr hart dafür arbeiten. Wenn man diese Leute vergleicht mit Mikidoti, dann war er völlig andere Wesensart. Die Art und Weise, wie Mikidoti über die Dinge dachte, war die Sprache über Lebewesen sagt, sie sind alle sehr schwache Lebewesen. Sie sind die früheren Mütter gewesen, sie haben Ursache und Wirkung, treibt sie um und aufgrund dessen tun sie all diese Dinge um ihren Reichtum oder Sicherheit und Frohsinn zu erfahren und dann dafür tun sie alle diese schlechten Dinge und schaden wiederum anderen. Das sind sie doch eigentlich wie jemand, der am Todesbett liegt und weder Arzt noch in Medizin zu helfen in der Lage ist. Man müsste umso mehr Liebe für sie haben. Zum Beispiel, wenn man also eine Krebskranken hat. Jemand, der eine chronische Krankheit oder eine Krebserkrankung, wo die Ärzte sagen, da kann man nichts mehr machen. Was passiert dann? Dann leiden sie. Und dieses Lebewesen von Anfang an manche von denen waren von Anfang an in verschiedene Leiden noch verstrickt und wenn das noch passiert, ist es noch umso größer und heftiger. Es ist so ungefähr so wie Leute, über die man eine tödliche Krankheit diagnostiziert, wo man nichts mehr machen kann, eine unheilbare Krankheit. Wenn so etwas passiert, dann ist das eigentlich doch eine Situation, wo man besonders ein Mitgefühl im Herzen spüren muss. Und Mikidoti sagt das. Das ist doch eine unerträgliche Situation, unerträgliches, starkes Mitgefühl war mit Mikidoti, wenn er solche Lebewesen, schwachen Lebewesen sah. Später hatte Mikidoti selber sehr viele Krankheiten zu erfahren. Ich weiß jetzt nicht genau, was für Krankheiten er hatte, aber er hatte sehr viele Situationen, in denen er krank war. Und viele von diesen waren sehr schmerzhafte Krankheiten. Hat jedenfalls viel Leid durch Krankheit erfahren, was immer wie wir das nennen wollen. Aber die Art und Weise, wie er damit umging, war so, all dieses Leid, was ich hier erfahre, ist deshalb, weil ich in früheren Lebenszeiten etwas getan habe, als ein Samsara wieder und wieder anderen geschadet habe und was jetzt erneut heranreift und mich trifft. Und wie viel auch immer an Leid dann für ihn heranstand, im körperlichen Schmerz oder wie auch immer, dann war er umso sorgsamer im Umgang mit Ursache und Wirkung in seinem Handeln. Es hat ihn zu größerer Vorsicht ermutigt und Feinfühligkeit im Handeln. Aus diesem Grunde, wenn man auf die Art und Weise schaut, wie er gehandelt hat, dann war das für die Leute mit einer richtigen, großen Auffassungsfähigkeit, war das ein vorbildlich, dass man als ganz klar daran sehen konnte, dass wenn man oder verstehen kann, wenn etwas wir getan haben, das zum Frieden heranreift und wenn das passiert, dann weiß man, versteht, dass das eine Ursache hat im eigenen Handeln.
Und wenn man dieses Leid vermeiden möchte, wenn man so etwas nicht mag, dann muss man die Ursache behandeln. Man muss also verhindern, dass solches Leid überhaupt an der Ursache erzeugt und entsteht. Das kann man am Leben von Megiddo sehr schön sehen. Aber die anderen, umgekehrt, die solche Auffassungsgabe nicht ihr eigen nannten, die haben dann sich in merkwürdigen Meinungen ergangen, die dann sagten, wie ist doch merkwürdig, dass da jemand für ein großartiges Wesen, dass der solche Dinge erleben muss. Das sollte doch eigentlich gar nicht passieren. Und dann, wenn das doch passiert, dann müssen wir doch wenigstens gewisse Handlungen ergreifen, hier so Rituale oder Sutras und Tantras zu lesen, um mit solchen Ritualen diese Umstände abzuwenden. Aber Megiddo selber sagte nicht. Für ihn war das nicht möglich. Er sagt, wenn es passiert, er hat es nicht den Auftrag gegeben und die Leute haben nicht verstanden, warum er so handelt. Dass sie nicht verstanden haben, was die Aktivität der Buddhas und Bodhisattvas tatsächlich daran sich orientiert, wie ihre Schüler sind und was für diese notwendig ist. Wenn die Leute haben verschiedene Geistesverschattungen und Trübungen und sie haben verschiedene Auffassungsfähigkeiten und aufgrund dessen, auf ihre verschiedenen unterschiedlichen Geistestrübungsausmaße, sehen sie die Aktivität von Buddhas und Bodhisattvas unterschiedlich. Sie haben verschiedene Meinungen darüber und das liegt an ihrem eigenen karmischen Gemütsverschattung, den eigenen Dingen, woran wir klammern, zum Beispiel. Über die 8 großen Shravaka-Schüler des Buddha spricht. Zur Zeit des Buddha war der älteste Schüler von ihm, der am meisten mit ihm war. Es waren 8 in der Tat, aber diese 8, deswegen heißen sie die 8 großen Shravakas. Und der am meisten da unter ihnen bekannte ist Maudgalyana und Shariputra. Jedermann kennt diesen Namen. Shariputra war der größte in seiner Auffassungsvergabe, Pragya. Der größte Wunder und zeigen konnte. Der größte Kraft hatte, Maudgalyana. Und es heißt, dass Maudgalyana die größten Wunder zu verbringen in der Lage war. Wie starb er nun letztlich? Dann gab es einige Jaina, aus der Jaina-Religion, die Schüler einer solchen Religion, und einige haben Maudgalyana mit Stöcken so geschlagen, dass er darauf zu Tode kam. Die haben ihn so lange geschlagen, bis er starb. Das war der größte, der in den Wunderkräften unter den Schülern des Buddha. Wie erklärte Buddha das? Muss eine Erklärung geben, natürlich. Wenn das derjenige war, der damals so der Größte war, in wundersamen Erscheinungen zu vollbringen zu jener Zeit, warum muss man sich da fragen, wieso kann das dazu kommen? Warum hat er diese Wunder nicht gezeigt? Er sagt, in der Vergangenheit hat er das Karma andere geschlagen und als Gegenzug musste er diese Erfahrung jetzt selber durchlaufen. Und dieses Resultat unseres eigenen Handels wird definitiv zu einer Reifung kommen. Es gibt viele Arten verschieden von Karma. Und es gibt eine, die man definitiv erfahren muss. Und niemand kann das aufhalten, nicht ein Buddha kann das aufhalten, wenn es heranreift. Zu der Zeit, als er von den anderen geschlagen wurde, hat er nicht daran gedacht, seine Wunder zu vollbringen. Weil wenn man das tut, muss man erst in eine Art von Samadhi-Zustand eintreten. Aber
vergessen wir ganz über das Wunder zu zeigen. Er hat noch nicht einmal daran gedacht, es zeigen zu können. So hat er es erklärt. Wenn also selber jemand wie Maudgalyaner nicht einmal in der Lage war, sein Karma aufzuhalten. Auch sogar Buddha hat verschiedene Dinge gezeigt. Zum Beispiel ein Dorn in seinem Fuß hatte. Und wenn man also auf Buddhas und Bodhisattvas schaut und die verschiedenen Handlungen sieht, ihre Befreiungsgeschichten, dann haben Lebewesen unterschiedliche Gemütstrübungen und sehen diese Buddhas und Bodhisattvas auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel der tantrische Buddha. Zur Zeit in Indien haben einige Leute es als gut gesehen, andere haben es als nicht gut gesehen. Diejenigen, die nicht Schüler des Buddha waren, haben ihn nicht als gut gesehen. Wenn nicht selbst der Buddha nicht von allen Leuten gleichermaßen anerkannt und als gute Person gesehen wurde, dann wie wollten wir dann die Vorstellung haben, dass alle Leute uns gut finden? Das ist wirklich, dass wir zu viel erwarten. So, selbst bei einem Buddha war es so. Und dann einige haben sehr heftige Gemütsverschattung, einige haben weniger. Und darauf gegründet erleben sie diese Welt anders und haben eine andere Meinung. Ich wollte eine kurze Zusammenfassung der Bedeutung des 15. Verses geben. Deswegen habe ich da verschiedene Punkte zusammengetragen. 4 an der Zahl oder 5. Okay, manchmal gibt es da technische Probleme. Da tun die Geräte nicht das, was man von ihnen möchte. So, die Hauptpunkte, das erste darunter. So, Widrigkeiten und Leid sind das Ergebnis früheren schlechten Handelns, das seit anfangsloser Zeit in Samsara durch unser Tun angesammelt ist. Wir müssen die Vertrauen gewinnen in Ursache und Wirkung des eigenen Handelns. Die Hauptbedeutung davon ist, wie wir alle wissen, der Kernpunkt von Buddhas Lehre ist Ursache und Wirkung. Das ist uns wohl vertraut. Immer reden wir über Karma, Ursache, Wirkung, eigenen Tuns und so fort. Und wir sollten dann uns fragen, warum erleben wir in diesem Leben Widrigkeiten? Warum haben wir Probleme und Schmerz? Die Hindernisse und dieses Leid sind die Folge eigenen früheren Tuns. Nicht nur Leid und Schwierigkeiten, auch die Freude und das Wohlgefühl und unser Ruhm und Ehre, alles das sind Ergebnisse unseres eigenen Tuns. Wie kann das passieren, dass Karma solche Ergebnisse erzeugt? Wie kommen die zustande? Wir sind die Nachfolge, die Folgewirkung unseres eigenen Tuns in der Vergangenheit. Gewissermaßen die Nacheffekte, das Nachwirken. Der zweite Punkt hier. Das Leben ist von Anfang an voller Leid und Problemen und da gibt es keine Gerechtigkeit, es gibt da keine Fairness da drin. Man sagen, oh, das ist aber unfair, was ungerecht, was mir geschieht, aber das ist im Grunde in allen Lebenszeiten so. Es ist nicht so, dass das plötzlich erst Neues hier entsteht. Und dieses Unfaire ist noch nicht mal in diesem Leben alleine so, in allen Lebenszeiten ist das immerzu so gewesen. Nichts darüber sich zu erstaunen. So, warum sollten wir dann fragen, oh, was ist der Grund dafür, dass ich jetzt hier leiden muss? Warum sind die Leute alle so böse zu mir? Es gibt keinen Grund dafür, dass die Leute so böse zu mir sind, aber sie sind es.
Warum ist das? So, die Fragen tauchen drauf auf. Und gleicherweise, wenn da irgendjemand Verwandter ist, der stirbt. Und wir sagen, es gab doch gar keinen Grund, dass dieser sterben musste jetzt. Und trotzdem ist er gestorben. Wie kann es sein, dass er plötzlich diese heftige Krankheit erlebt? Und warum ist das mir passiert und nicht jemand anders oder so? Oder wir sagen, warum habe ich jetzt meine Arbeit verloren? Warum habe ich jetzt so viele Schwierigkeiten in meinem Leben? Solche Gedanken kommen. Wir haben alle diese Dinge, von denen wir dann glauben, das ist unfair, das ist ungerecht, das sollte mir nicht passieren. Einige Leute werden ganz reich und einige sind arm. Kann das passieren? Ist doch ein völlig ungerechtes Verteilen. Ich habe immer nur Gutes getan. Mein ganzes Leben lang war ich ein guter Mensch. Ich habe nichts, worüber ich mich schämen müsste. Alle diese Schwierigkeiten und diese Schmerzen kommen auf mich. Wie kann das sein? Das ist doch unfair. Einige machen überhaupt nichts und sind reich und wohlhabend und ich arbeite und schufte oder wir arbeiten und schuften und es kommt nichts mehr heraus. Wieso? Und kurz gesagt, wir denken, dass das Leben nicht richtig ist, dass es unfair ist, dass es ungerecht. Das, was wir denken, nicht wahr? Aber wenn wir darüber nachdenken, von einer Seite her betrachtet, ist das aber ein Zeichen dafür, dass wir nicht das verstehen, was mit diesem Ablauf des Samsara, Ursache und Wirkung, tatsächlich geschieht. Wir haben eigentlich keinerlei festes Vertrauen in Ursache und Wirkung. Wir haben den ganzen Ablauf des Selbstgeschehens im Grunde nicht verstanden. Man müsste sich ja fragen, woher kommt denn Leid und wo kommt Freude her? Das ist doch die Kernfrage, die uns umtreiben sollte. Wie ich das bereits vorher erwähnt habe, ist Freude oder Leid Erfahrung. Das sind das Erfolge davon, was wir in der Vergangenheit getan haben. Das ist die Nachwirkung davon, das, was bereits zurückliegt. So, da müssen wir fragen, wie lange zurück? Das konnte gestern sein, das könnte ein früheres Leben sein, das konnte irgendwas anderes sein. Irgendetwas in der Vergangenheit liegt. Und kurz gesagt, wenn man darüber nachdenkt, wie Ursache und Wirkung, die man anhäuft, sind angehäuft in unseren früheren Lebzeiten. Dieses Lebensjahr ist doch sehr kurz, vergleichsweise. Wenn man über die früheren Lebenszeiten nachdenkt oder die berücksichtigt, dann weiß man noch nicht einmal, wann das Ganze angefangen hat. Man kann keinen festen Anfangspunkt festlegen. Man kann niemals sagen, das war das erste Leben von allen Leben. Das sind ungezählt viele Lebenszeiten. Wenn man so eine unzählbare Menge von Lebenszeiten zurückliegend hat, dann wird doch das, was wir an karmischen Nachwirkungen zu erfahren haben, unmessbar, unschätzbar groß sein. Könnt ihr diesen Krach von draußen hören? Okay. Also, da这里研究啥呢？当我做了呀，测我嘛，长面的结尾研究啥呢？人性的。 Wir haben also ungezählt viele Lebenszeiten zurückliegend. Das, was wir angesammelt haben in all diesen Lebenszeiten, ist deshalb unzählbar, unmessbar groß. Wenn wir sagen, dieses Leben ist ungerecht und es ist nicht richtig, was uns passiert, wenn wir solche Gedanken hegen, dann sollten wir erinnern, wir haben so viele Lebenszeiten, die zurückliegen. Und wenn wir an all das denken, was in diesen Lebenszeiten passiert ist, dann ist es das sehr möglich,
dass wir denken, oh, ist ja genau eigentlich völlig gerecht. Wir können sogar den Gedanken haben, das ist genau richtig, was mir jetzt passiert. So ist Karma Ursache und Wirkung. Wenn wir auf etwas schauen, was an der Oberfläche des Lebens, dieses Lebens hier abschöpft, und wenn das Gute und Dinge schlechte, die halt nur denken und dann sagen, das ist doch in diesem Leben ist doch gar nichts passiert, ich habe doch gar nichts angestellt, das kann doch keine Ursache und Wirkung, stimmt doch gar nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn man berücksichtigt, dass wir viele, viele zurückliegende Lebenszeiten hatten, dann ist es durchaus möglich, dass alles Mögliche eintreten kann. 这送把的干嘛把得不啦？东岸的爬起永久约噻。大体最大的cara是水平呢。 Widrigkeiten und Leid passieren sogar dem Buddha und dem Karmapa. Wenn wir bei Ursache und Wirkung sprechen, Karma, dann wir fragen, was ist das, was hier wirklich passieren kann? Wo gibt es irgendeine Grenze? Was ist noch fair und gerecht? Die vielfältigen Inkarnationen der Karmapas und sogar des Bhagavan Buddha haben jeweils auch Schwierigkeiten oder Leid erfahren. Das grundlegende, wie gesagt, der Körper des Buddhas hatte viel Leid oder Schmerz. Sie sagen, der Körper des Buddha war selber die Ursache für Leid. Wir können also von vielerlei Art von Leid sprechen. So, auch wenn also beim Buddha sogar möglich ist, dann ist es ganz klar, dass auch dass solche Lebewesen in der Lage sind, Leid zu erfahren. So, also, zum Beispiel der Buddha hatte Kopfweh, gibt es ein Beispiel darüber. Hat einen Dorn in seinem Fuß gehabt seinerzeit. Sein Bruder Devadatta hat ihm viele Schwierigkeiten bereitet, hat ihm große Hindernisse in den Weg gelegt. Und die vielen Karmapas hatten, so in der Art und Weise, wie ich es sehe, dass ihre Widrigkeiten und die Menge an Schmerz und Hindernissen, die sie erlebten, war in dieser Menge, und wie es vielleicht den meisten Leuten, den gewöhnlichen Leuten, niemals in diesem Umfang passiert. Und die vielen verschiedenen Hindernisse, die sie alle erfahren haben. Oder wenn ich nur an mein eigenes Leben denke, die meisten Leute haben nicht einen Bruchteil dieser Schwierigkeiten gehabt, wie ich sie gehabt habe. Und das war bei den früheren Karmapas auch so. Sie waren in der Mitte von politischen Streitsituationen, Hindernissen, aller Arten von Konflikten, verschiedene Auseinandersetzungen, von Druck, der auf sie ausgeübt wurde und Parteilichkeiten, zwischen die sie gerieten. Und wenn man die Menge dieser Schwierigkeiten alleine aufzählen würde, würden die Leute es schon fast nicht glauben. Aber ungeachtet all dieser schwierigen Situationen, inmitten all dieser Schwierigkeiten, haben sie einfach weitergemacht. Niemals haben sie aufgehört oder aufgegeben. Gab es da irgendwas, was sie davon abgehalten hat, Dinge zu tun? Nein. Sie haben nicht aufgehört. Warum haben sie nicht aufgehört? Warum haben sie weitergemacht? Eine Sache dabei ist, dass dieser Mut, diese Intelligenz, die sie hatten dabei, die sie weiter hat machen lassen. Und der andere Grund war die Art und Weise, wie sie dieses Leben angesehen haben. Niemals so, dass sie sich beschwert hätten und sagen, dieses Leben ist ungerecht und das sollte mir nicht passieren und das ist alles so, darf so nicht sein. Sie haben niemals Ursache und Wirkung auch im Kleinsten angezweifelt. Sie haben also alle ihre Schwierigkeiten und Hindernisse auf die Weise erfahren, dass das, was ihnen jetzt geschieht, also das Ergebnis von früherer angereiften Karma ist, das sie jetzt erneut trifft. So haben sie darauf geschaut und haben deshalb genau die Fähigkeit besessen, weiterzumachen, weiterzugehen
und mit größeren Schwierigkeiten sich auseinanderzusetzen, als andere Leute je in der Lage gewesen wären, auszuhalten. Der Grund dafür lag darin, dass sie ein tiefes Verständnis von Karma, Ursache und Wirkung ihr eigen nannten. Sie waren ganz sicher, dass all das, was passiert, gerecht ist und genau so ist, wie es sein muss als Folge des eigenen Tuns. Sie hatten deshalb so viel Mut auch, dass egal wie schwierig es auch immer war, so wie schlimmer es auch kam, dass sie von der vollen Tiefe her all das in der Lage waren anzunehmen und es auszuhalten, es zu dulden. Und niemals haben sie gesagt, das schaffe ich nicht, ich gebe auf oder sowas. Und haben nicht das kleinste bisschen geschwankt und ihre Fähigkeit, andere weiter zu lieben und wertzuschätzen. Wenn wir darüber nachdenken und dieses berücksichtigen, dann was ist dann der Unterschied zwischen uns und diesen Karmapas? Egal, ob sie daran sich widrig verhielten oder schwierig waren oder ob es sich als glücklich herausstellte. Was ist der Unterschied zwischen ihnen und uns? Der Hauptunterschied ist, wenn Schwierigkeiten und Widrigkeiten sich auftürmen, dann ist es die Frage der Sicht, wie gehen wir damit um? Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen gewöhnlichen Sterblichen und Karmapas. Wenn Sie solche Schwierigkeiten und Leid haben, dann haben Sie niemals gesagt, das sind andere dran schuld, der ist dran schuld oder jener, oder haben Umstände dafür bezichtigt. Niemals haben Sie so etwas getan und nicht nur das nicht. Selbst wenn die Leute Ihnen Schwierigkeiten gaben, wenn sie ihr Leben bedroht haben, dann haben Sie gesagt, die normalen Leute, die sind nicht in der Lage, das zu verstehen. Die sind durch ihre Karma getrieben und sind Opfer ihrer eigenen unguten Gewohnheiten. Deswegen können sie das jetzt nicht verstehen. Und es hat sie dazu gebracht, noch mehr Liebe und Mitgefühl für sie zu empfinden. So haben sie eine solche innere Herzens- und Geisteshaltung war ihr eigen. Wenn Leute die Karmapas beschuldigt haben oder sie angegriffen haben, verletzen wollten und so weiter. Nicht nur sind sie dadurch nicht in irgendeiner Weise aufgeregt oder verärgert gewesen. Diese Hindernisse, die anderen ihnen versuchen, in den Weg zu legen, hat gerade noch ihre Liebe für diese Lebewesen gesteigert. Ihr Bodhicitta, ihr Herzensmut wurde umso größer. Warum? Weil sie nämlich in Ursache und Wirkung ein festes Vertrauen hatten. Und zwischen den verschiedenen Inkarnationen der Karmapas gab es verschiedene Charaktere, könnte man sagen, oder Temperamente. Einige waren sehr kurz gehalten, sehr leicht irritierbar. Oder einige, man sagen, die sind wilde Gesellen, könnte man vielleicht meinen, von außen betrachtet. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Das ist wie eine liebende Mutter muss manchmal ein Temperament haben. Es ist nicht, dass weil sie da, wo sie von der Sorge sind, wie ihre Kinder in die falsche Richtung geraten, dass sie dadurch voller Intensität auch handeln. Das ist nicht, dass ihnen die Liebe dabei fehlt, sondern es ist eine Frage der temperamentsvollen Darstellung dieser Liebe. Und so kann man sagen, dass sogar die Karmapas, welche von einigen als zornvoll oder als heftig angesehen wurden, dann müssen wir sehen, es gibt ja die verschiedenen Arten von Bodhisattvas zum Beispiel. Wenn wir zum Beispiel Manjushri sprechen, warum nennen wir ihn jugendlich? Weil er so eine reine makellose, kindergleiche Art hat. So wir sagen, die Kinder sind so, die Jugendlichen sind frisch und da ist noch alles ganz einfach und verständlich. Und wenn die dann älter werden wir so ganz kompliziert und verschroben. Und bei den Kindern sagt man, die sind ganz rein und sonst noch unberührt. Deswegen wurden Bodhisattvas auch als jugendlich bezeichnet. Viele der früheren Karmapas waren so.
Auch die, die in einer Zeit viele Gründe gehabt hätten, ärgerlich zu sein, waren von ihnen her so wie Kinder in ihrem Gemüt. Das war einfach ihre Natur, ihre liebevolle, ganz sanfte Lebensart, Wesensart. So wie liebevolle, gütige Mütter handeln. So wie viele Fehler auch die Kinder machen, lieben sie immer nur noch mehr. Und sie denken darüber, was kann ich tun und anstellen, um meinem Kind noch mehr zu helfen. Sie sind also in dieser Weise noch, können sie zornvoll oder heftig oder liebevoll handeln, was immer geeignet ist, um das Kind auf den rechten Weg zu bringen. So wer wir auch sein mögen. Und niemand von uns hat wahrscheinlich, der unter uns, der noch nie Schwierigkeiten oder Hindernisse gehabt hat. Es können innere Hindernisse sein, von innen oder von außen. Irgendetwas gibt bestimmt niemand, der niemals irgendwelche Probleme gehabt hat. Einige von außen, so könnten wir meinen, dass sie das Leben durchgehen, segeln und haben nicht ein einziges Problem gehabt. Und da gibt es andere, die, was immer die auch anfassen, scheint schief zu gehen. Wenn man solche Leute anschaut und man auch nicht an Ursache und Wirkung Vertrauen hat, dann denkt man, das Leben ist doch ungerecht. Einige Leute sind reich und ihnen geht's gut und andere sind so arm und manche müssen so hart arbeiten und ernten keine Früchte ihres Tuns. Warum geschieht das? Jetzt erinnern wir uns an diese früheren Lebenszeiten nicht. Wir haben keine Erinnerung daran. Wir sehen diese Situationen nicht, die früher passiert sind. Aber wenn man Vertrauen daran hat, dass das, was wir in diesem Leben erfahren, das die Nachwirkung oder die Folge unseres früheren Tuns ist, dann könnte das einen großen Nutzen haben. Dann könnte diese Situation sich als sehr hilfreich, als sehr nützlich erweisen. Und dann fühlen wir uns nicht so geplagt dadurch, dass das Leben so ungerecht und unfair erscheint. Wenn man im Detail und in Einzelheiten sich das mal betrachtet, aus einer Hinsicht her, es ist Karma, Ursache und Wirkung, etwas, worin man keine hundertprozentige Gewissheit hat. Für die meisten Leute geht es so. Aber gar nicht daran vertrauen, das müssen wir haben. Wenn man fragt, sind wir jemand, der überhaupt kein Vertrauen in Ursache und Wirkung hat? Das klappt, ist auch schwierig zu sagen. Das geht doch gar nicht. Wer wäre denn so? Dann müssten wir ja gar nichts tun. Warum bestellen Bauern die Felder? Warum pflanzen sie einen Samen? Warum unternimmt man Dinge, um später einen Erfolg davon zu haben? Die Bauern glauben, dass wenn sie hart arbeiten dafür, dann werden sie eine gute Ernte haben. Wenn sie nicht glauben, dass diese Handlung eine Folge bringt, warum sollten sie sich all diese Mühe machen? Also die sehen, dass die haben Vertrauen darein, dass all ihre Anstrengungen eine gute Wirkung zeitigen wird. Wenn es also überhaupt keine Karma, Ursache und Wirkung gäbe, dann würden wir überhaupt nichts tun können. Dann wäre jede Handlung, zielführende Handlung sinnlos. Also wir alle haben so gesprochen ein gewisses Grundvertrauen in Ursache und Wirkung. Ein Problem aber ist, wenn wir Ursache und Wirkung sprechen, dann ist es nicht so, dass wie eine Beziehung zwischen gestern und heute. Über frühere Lebzeiten ist eine ganz lange Vorgeschichte. Und wenn man diese große Zeitrahmen von Vorgeschichte bei uns betrachtet, dann sehen wir nämlich manchmal diese früheren Lebzeiten nicht. Und damit können wir diese Vorgeschichte nicht kennen. Weil es so lange zurückliegt, werden wir ein bisschen nachlässig. Weil es so lange zurückliegt, dass es doch völlig unwirksam ist. Das macht uns das Leben schwer. Diese Art von Betrachtung macht uns das Leben ein bisschen schwer. Wir haben also ein gewisses Grundmaß an Vertrauen in Ursache und Wirkung in unserem eigenen Tun. Und wir können sogar ein größeres Vertrauen erwerben in das, wie es in dem Dharma beschrieben ist.
oder die 4 Wahrheiten der Edlen nehmen, die Wahrheit der Problembesetztheit dieser Welt und sagen, dass in Samsara, wie es heißt, in dem ganzen Lebenslauf der Wiederholung von Leid, ist nichts als Leid enthalten. Alles ist problembelastet. Und der Buddha hat viele Arten von Problemen geklärt. Und wir brauchen gar nicht über diese verschiedenen Arten von Problemen zu sprechen. Aber die Erfahrung von Leid und Schwierigkeiten in ihren 8 verschiedenen Arten erscheint deshalb alleine, weil wir in Samsara geboren sind. Das ist der einzige Grund, warum wir dieses Leid und diese Schwierigkeiten erfahren. Egal wie wir uns auch anstrengen, solange wir innerhalb von Samsara sind, gibt es keine Möglichkeit, dem zu entrinnen. Aus diesem Grund heraus ist das, dass wir dann nach befreiender Information suchen und Dharma und nach oder Moksha, Befreiung, versuchen zu erlangen. Wenn es solch eine Befreiung nicht gäbe, warum sollten wir dann überhaupt den Versuch unternehmen? Da gibt es doch gar keinen Sinn darin, einen Weg zur Befreiung gehen zu wollen. Wir sollten also erkennen, dass das Leben von Menschen mit Leid und Problemen durchsetzt ist, von dem allen Anfang an. Und nicht nur dadurch, dass man plötzlich an einer gewissen Situation Widrigkeiten erlebt oder Schmerz, sondern das ist im Grunde genommen das ganze Leben hindurch schon durchsetzend vorhanden. Jetzt kommen wir zum 4. Punkt. Was immer wir an guten und schlechten Situationen erfahren, alles ist letztlich eine Frage unseres eigenen bewussten Erlebens davon. Jetzt reden wir doch mal darüber. Wir alle haben verschiedene Arten von Schwierigkeiten und Hindernissen, die wir erleben. Also wenn immer diese Sachen auch passieren, dann ist der Hauptpunkt daran eigentlich, der zu verstehen ist, dass es einen großen Unterschied gibt in der Art und Weise, wie wir auf diese Schwierigkeiten oder diese Probleme schauen. Viel von dieser Herde, die wir erfahren, von all diesem Leid oder diesem Bedrücken, was wir erfahren, hängt davon ab, wie wir mit diesen Problemen umgehen, wie wir sie ansehen. Zum Beispiel nehmen wir einen Tisch, und da ist eine Tasse darauf. In dieser Tasse, da ist eine halbe Tasse Tee auf dem Tisch. Also anstatt, dass wir eine volle Tasse bekommen haben, haben wir nur eine halbe Tasse, die jetzt vorsteht. Und da könnte man sagen, oh, ist ja wunderbar, ich habe noch eine halbe Tasse Tee übrig. Denn das war der Optimist. Der Pessimist sagt, ich habe nur eine halbe Tasse gekriegt, ist nur noch eine halbe Tasse übrig. Oh je, oh je. Das ist die pessimistische Sichtweise. Also wenn immer Schwierigkeiten oder Hindernisse auftauchen, dann kommt es darauf an, wie wir denken, welche Einstellung wir annehmen. Oder zum Beispiel sagen, oh, nichts gelingt mir, alle Leute beschuldigen mich. Ich bin derjenige, der Covid gekriegt hat. Niemand in meiner Umgebung hat Covid gekriegt. Ich ausgerechnet muss es kriegen. Und der Optimist würde sagen, wenn diese Schwierigkeiten auftauchen, das ist das Ergebnis früheren eigenen Tuns, habe ich mir selber eingebrockt, in früheren Lebenszeiten. Und diese Schwierigkeit ist jetzt wie eine gewisse Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, die ich annehmen kann. Das ist eine Übungssituation. Das gibt mir eine gründliche Ausbildung innerhalb dieses Lebens, das Leben zu erlernen. Das ist eine Chance, wie ich die Folgen meines früheren Handelns heilen und ausräumen kann. Ganz besonders im Maße gibt es Situationen in diesem Leben, die uns ganz wichtig erscheinen, die sich ganz groß aufblähen, die unglaublich überwältigend erscheinen. Aber wenn man das aus der Perspektive von vielen Lebenszeiten sieht, dann ist die Situation doch ganz minimal von kaum Rede wert zu erwähnen. So winzig wird sie aus der Perspektive von vielen Lebenszeiten, obwohl sie jetzt in diesem Leben so großartig und überwältigend erscheint. Das heißt, es kommt darauf an, wie Dinge in unserem eigenen Erleben auf uns wirken, welche Haltung oder Bewertung wir darauf legen. Wenn also etwas an uns gut oder schlecht tönt, dann hängt das in erster Linie davon ab, wie wir sie selber bewerten. Auf unsere eigene Bewertungshaltung entscheidet sich, ob wir etwas als gut oder schlecht empfinden. Und deshalb ist es so wichtig, unsere eigene Erlebensweise zu besänftigen und zu kontrollieren zu können. Das kommt auf unsere Absicht an, die gilt es zu verstehen. Jetzt kommen wir auf den 5. Punkt zu sprechen. Der 5. Punkt ist, wenn diese Hindernisse passieren, dann geben sie eine Gelegenheit für uns, dass wir großes Maß an Gutartigkeit in uns vermehren.
Eine der wenn Hindernisse oder Schwierigkeiten auftauchen, dann ist das Schlimmste, den wir sagen, das ist der schwierigste Zeitpunkt meines Lebens. Wenn wir solche Momente haben, dann ist das Wichtigste daran zu verstehen, das ist ungefähr, als wenn man die tiefste Stelle erreicht hat, gerade den Tiefpunkt. So nehmen wir an, als ob wir durch ein Tal schreiten und wir haben jetzt diesen Tiefpunkt dieses Tals erreicht. Und von da aus gesehen eine große, große Gelegenheit, Gutes zu tun. So, Wasser fließt nämlich immer herunter und Wasser fließt niemals bergauf, sondern es kommt immer von oben herunter und fließt dann nach unten hin. Wenn man also solche Gefühle empfindet, an dem schlimmsten Teil unseres Lebens, dann in diesem Zeitpunkt haben wir die größte Chance für Gutartigkeit zu vermehren. Die Art und Weise, wie wir so diese Dinge verwandeln könnten, da ist das Wichtige daran, das Erste, wenn diese Hindernisse passieren, dass wir verstehen, das ist die beste Gelegenheit für uns überhaupt, hier Gutartigkeit zu entwickeln. Und wir sollten diese Gelegenheit auf keinen Fall verpassen. Und das Zweite ist, wenn jemand uns zu schaden versucht oder scheint so unter uns übel will, dass wir dann denken, wir sollten auf keiner Weise schlechte Gedanken zu diesem anderen haben, sondern nur wohlwollende, gute Gedanken. Das wird unsere Gutartigkeit exponentiell vermehren, geradezu, wenn wir zum Beispiel, es ist doch so, als ob man aus einer kleinen Investition einen riesen Gewinn in der Lage wäre, herbeizubefördern. Der Grund ist, wenn man andere Leute, wie man sie gut behandelt, dann behandeln sie es auch gut. Und wenn man sie nicht gut behandelt, dann ist es für sie ganz einfach, dass sie uns auch schlecht antworten. Ich sage jetzt nicht, dass wir sie beloben oder behudeln müssen, sondern wir sollten mit Wohlwollen von innen heraus, mit Wohlwollen sie bedenken. Und das alleine wird schon unsere Gutartigkeit in Vielfaches vermehren. Das dritte Ding, was zu beachten ist, wenn wir schon Schwierigkeiten haben, dann ist das eine großartige Gelegenheit, unser eigenes bewusstes Erleben zu bezähmen, wie die Kadampa Geshis gesagt haben. Alle Schwierigkeiten sind unser Herzensfreund, sagen sie, die Kadampa Geshis. Und so wie ein Guru, die unsere Geisteshaltung beeinflussen kann, sind diese Widrigkeiten in der Lage, unsere Haltung zu verändern. Sie können grundlegende Änderungen in uns hervorrufen. Also jemand, der in der Lage ist, uns selbst so zu verbessern, denken wir wären jemand, der wollte eine Herzens- oder Geistesschulung durchlaufen, dann ist die beste. Dann brauchen wir eine echte Erfahrung, eine neue Erfahrung. Diese Erfahrung ist das, was die Veränderung macht. Wenn wir nur eine theoretische Ausführung haben für dann ist das was ganz anderes, als wenn wir tatsächlich zum Beispiel in einem Kampf dann eine Situation zu bestehen haben. Das ist eine ganz andere Erfahrung, als wenn wir nur theoretisch darüber gelernt hätten. Ja, wenn alle die Zeiten gut sind und es geht uns alles in Ordnung, dann ist es einfach, ein guter Dharma-Übender zu sein. Alle Leute lächeln und es ist alles ganz einfach. Aber wenn die schwierigen Situationen auftauchen, dann zeigt sich eigentlich, das ist die Nagelprobe, woran sich zeigt, ob man die Vertrauen hat in Ursache und Wirkung. Wenn also so eine Schwierigkeit auftaucht, das ist der Moment, wo wir üben müssen. Wenn wir da nicht üben können, dann in Schwierigkeitssituationen, dann können wir es doch komplett vergessen. Für was sollten wir dann überhaupt üben? Wenn wir nur in guten Zeiten versuchen, ein gutes Bild abzugeben. Das müssen wir also erinnern. Irgendwann werden wir eines Tages auf unserem Totenbett liegen. Und wenn diese Zeit kommt, wenn unsere Atem allmählich beginnt aufzuhören, dann brauchen wir etwas, auf das wir uns verlassen können.
als dass wir uns selbst, unserer eigenen Erfahrung vertrauen oder den 3 Juwelen. Über was anderem könnte man denn dann noch vertrauen? Da gibt es doch keinen, an der Situation nichts anderes mehr an Haltepunkt. Außer dass wir uns dem Schutz der 3 Juwelen, der 3 seltenen und kostbaren anvertrauen oder unseren Hauptlehrern, gibt es keinen anderen Haltepunkt. Wenn wir da an dieser Stelle die heftige Vertrauen in Ursache und Wirkung haben und was auch an Leid und Schmerz passiert, dann sind wir in der Lage, all das zu besänftigen und damit umzugehen. Darauf kommt es doch an. Da ist es die entscheidende Nagelprobe, nicht so wie jetzt, wo es uns gut geht. Wenn wir jetzt, wo es gut geht, darüber noch nicht einmal nachdenken, wie wollten wir dann darüber nachdenken, wenn es uns erst schlechter geht? Dann wird es erst richtig schwierig. Deswegen ist die Hauptsituation, wo wir tatsächlich Erfahrung sammeln können, wo wir echte Erfahrungen sammeln können, ist immer dann, wenn es schwierig läuft. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir gerade diese Gelegenheit und nicht uns durch die Lappen gehen lassen. Gerade in der Zeit der Schwierigkeiten gilt es zu üben. Aber jetzt müssen wir nicht herumgelaufen und denken, oh, ich muss eine Schwierigkeit finden. Es ist so wichtig, habe ich gehört, dass die Widrigkeiten mit zu üben. Ich muss herumlaufen, ich muss eine Widrigkeit suchen. Nein, das ist nicht der Punkt, aber die Widrigkeiten werden kommen. Kommen ganz von alleine, die ganz natürlich. An den Tagen, wo sie eintreten, da müssen wir darauf vorbereitet sein. Das ist die als Gelegenheit zu sehen. Und dass es besser ist, solche Schwierigkeiten zu erleben als keine. Aber wenn die nicht da sind, dann müssen wir jetzt nicht in Panik verfallen und sagen, oh, ich muss. Wir müssen in der Lage sein, durch alle solche Umstände nicht entmutigt, deprimiert zu sein oder aufzugeben, sondern dann in der Lage sein, uns selber den guten Rat zu geben, hey, das ist die Chance, auf die du lange gewartet hast. Hier ist die Nagelprobe für all das, was du immer schon erfahren wolltest. Der Unterschied zwischen uns, gewöhnlichen, und den erhabenen, den besonderen Lebewesen ist nicht die Frage, ob sie auch Leid erfahren oder Schwierigkeiten haben. Sie haben sogar manchmal viel mehr Schwierigkeiten und viel mehr Schmerzen zu erfahren, weil sie auch mehr tun. Desto größer man nämlich einen Handlungswirkungsradius hat, desto mehr Schwierigkeiten und Leid wird man erfahren. Das ist ganz natürlich so. Diese kommen sozusagen immer mehr Schwierigkeiten heraus. Die Frage ist, dass man aus solchen Schwierigkeiten wieder aufsteht, dass man nicht runtergedrückt wird, sondern dass man dann, wenn immer diese Schwierigkeiten auftauchen, in der Lage ist, wieder aufzustehen und weiterzuschreiten. Das ist der Hauptunterschied. Das müssen wir auch lernen. Wir müssen lernen, dass wir wieder aufstehen, wenn wir Schwierigkeiten erlebt haben. Und lernen an dem Vorbild jener großartigen Wesen, wie man mit solchen Schwierigkeiten umgeht. Das ist der Hauptgrund, dass wir uns mit solchen Lebens- und Befreiungsgeschichten immer wieder auf inspirierende Weise auseinandersetzen sollen. Und da gibt es ein weiteres zu sagen. Das ist das Ende jetzt dieses Vortrags heute. Aber hier ist eine mündliche Überlieferung durch Vorlesen, die ich geben möchte. Was für ein Lung ist das? Für ein Agama-Lung oder mündliche Überlieferung? 2019, als ich in Europa war zu dieser Zeit, habe ich diese Idee, also alle großartigen Wesen haben all diese Träume, diese Visionen und so weiter und so verschiedene Omen, die ihnen widerfahren. Und mir ist sowas nie passiert. Aber einige Jahre zurück in Europa, eines Abends hatte ich einen Traum, wo ich glaube, die Django Rinpoche traf im Traum. Und in diesem Traum
habe ich ein langes Lebens Einweihung gegeben oder ein Geschenk und Gebet dazu gesagt. Für ein langes Lebensgebet, das ich für ihn verfasst habe. Als ich aufwachte, habe ich den großen Teil dieses langen Lebensgebets noch erinnert. Und ich habe gedacht, das ist ja wunderbar, das ist eine besondere Geschichte und ich habe diese Gelegenheit wahrgenommen und es aufgeschrieben. Ich habe es einigen Leuten weitergegeben und aus diesem Grund muss ich jetzt nicht darüber so viel sagen. Kenshin Tangarambushi ist einer der größten Lehrer oder Gurus, die das alles, was er tun konnte, für diese Kagyu-Linie tun konnte, getan hat. Er hat viele Schwierigkeiten und so gab es viele von großartige Lehrmeister, aber viele von denen sind bereits gegangen, sind in jungen Jahren schon, Boka Rinpoche ist schon in jungen Jahren gestorben, Khenka Rinpoche ist bereits verstorben und viele ältere Lehrer, großartige Lehrmeister sind bereits gegangen. Khenpo Tsultrim Rinpoche ist nicht in so einer guten Gesundheit und Tapje Drang Rinpoche ist immer noch in der Lage zu lehren. Und das ist so eine großartige Situation, die wir alle mit Freude zur Kenntnis nehmen sollten. Darüber sollten wir von tiefer Herzenfreude erfüllt sein, obwohl er sehr alt ist. Aber ein großartiges Wesen. Ist wie ein großer Schatz, der noch ganz viel Nutzen für Lebewesen und die Lehre bewirken kann. Keine Grenze dafür. Warum sollten wir das begrenzen? Und deswegen sollten wir für den längsten aller Leben für ihn wünschen. Deswegen ist wir machen immer solche Herzenswünsche und ich mache diesen jetzt speziell jeden Tag. Ganz allgemein, für alle Lebewesen. Wie wir die Lebensgebete für Dalai Lama immer wieder sagen. Jeden Tag. Und andere großen Wesen. Dass sie, der Kamakaji-Linie und so weiter. Weil der Grund dafür ist, dass wenn sie bleiben können, könnten sie in diesem Leben noch ganz viel Gutes tun. Das wäre sehr gut. Wenn sie nicht lang leben würden, dann bedeutet das viel Leid für andere Lebewesen. Vielleicht sollte ich diesen langen Lebenswunsch für Drang Rinpoche hier sprechen. Ich werde ihn hier vorlesen. Ich bin nicht in der Lage, es hier allen zu zeigen, aber ich werde jetzt das vorlesen und die Übermittlung geben. Alle können mich hören, hoffe ich. Das ist ein Lebenswunsch für. Tempo yongzo ki gewe shingin gari nyami gyabzi changu rumbuchi kuzi yundi ki monamdi nishe kong ni ki chunan gyabzi rumbuchi dinshu piwa ta shabden didar chego ni se se tadung singa chenshin dobi ningme didar gyamden didabu yundu shuna dendru men shawasana ugen chile sun bebe lombang da menba wo wala da shabden dosin da shabden chene. Okay, das war der lange Lebenswunsch. Als nächstes möchte ich einige Worte sagen, insbesondere zu den Leuten in den Tranko-Zentren überall in der Welt und dass sie das später verteilen können in den Zentren, während wir diese langen Lebenswünsche hier bitte die Hände